Ja, Wow. professional, das wollte ich eben vorher sagen. Ich habe genau das gesagt, wir sind professional unterwegs. Man hört euch nicht, doch, man hört euch. Ihr habt keine Ahnung, ihr müsst Leute machen, Leute, ihr habt es falsch gemacht, nicht ich. Okay? So, hallo miteinander, Mats Talkshow, what the fuck ever, Nummer Duo. Und ihr seht auch schon, wer dabei ist. Mit G. Okay, ich merke gerade, ich Gurke muss... fängt auch mit G an. Okay, den Scheiß muss ich jetzt schnell abstellen. Mats Nummer 2. Ich habe das Simple Sommer genannt. Übrigens, vergessen nicht, morgen oder... Nein, heute wird die Zeit umgestellt. Ist das schon? Ist es schon? Ja. Ist schon umgestellt, sonst wäre jetzt nicht 3:30. Hey, ich habe gesagt, ihr redet nicht. Okay. Dann würde ich euch vorstellen, weil ich habe da 2 hübsche Damen dabei. Sie haben sich extra heute hübsch gemacht. Mehr oder weniger. Relativ hübsch. Und dann dürft ihr sie betrachten. Ich weiss, ihr kennt sie nicht. Sie sind alle No-Names. Also ich bin ja für das da und ich helfe ja den kleinen Leuten, oder? Und ja. Also, wer ist da dabei? Zu wem gehen wir jetzt schnell? Eine Minute und raus bist du. Jaki, erzähl. Wer bist du? Hallo? Nein, Spaß. Ich bin der Manuel. Ich streame auch schon fast ein Jahr auf Twitch. Nur schnell. Erzähl, wer du bist und warum wir uns kennen. Oder woher. Das sind nachher beide. Oh, woher kennen wir uns? Das ist eigentlich eine gute Frage. Das Ich ist echt weiss eine es gute aber nicht Frage. mehr. Und ich mache Es das ist- als Ausrede, weißt du, damit ich es wieder erinnere. Ah ja, stimmt. Nein, ich weiß es selber ehrlich gesagt nicht mehr, woher dass wir uns eigentlich ursprünglich kennengelernt haben. Auf jeden Fall von Twitch. Also auf jeden Fall, ich bin der Manuel Martinez, komme aus der Schweiz, wo hätte ich da gedacht, nein. Ich streame auch jetzt schon fast ein Jahr auf Twitch, ich liebe es auch mega. Und hat Rocker mal irgendwann ist mir da über die Füße gestolpert und ich habe mich sofort in ihn verliebt. Nein, Spaß, Leute. Ja, was mache ich überhaupt? Ich streame aber hauptsächlich auf Deutsch, weil ich so angefangen habe, weil ich ursprünglich schon von der Konsole und so immer noch deutsche Leute kennt habe. Ja, und da ist Du mir hast mal um ein Haar auf Schweizerdeutsch gestreamt. fast, ja, fast. Hm. Das stimmt. Zu dem kommen wir nachher. Ja, zu dem kommen wir dann später. Hast du schon etwas zu Nein. erzählen? Wie groß bist du? Bist du Single? Bist du noch zart? Ja, läutet mich an. Nein, Spaß. Ja, definitiv. Und ich bin 1,75 klein. Bist du grösser als 70 ich? Kilo Das schwer. schießt mich jetzt schon an. Aber ich bin nicht der Kleinste. Sehr gut. Okay, nächster Gast. Der nächste Gast kennt auch nicht so viel, aber ich kann ihn mehr reinholen. Ist auch ein hübscher, ihr wisst Bescheid. Ein junger Bursch, sagt man zumindest. Der Mr. Swiss Angry Noobs, a.k.a. Von welchem Film ist das Mowgli schon wieder? Wie heißt der Film? Von Dschungelbuch. Dschungelbuch. Der Mowgli von Dschungelbuch. 10 Jahre danach. Wunderschönen einen guten Tag. Darf ich jetzt etwas sagen, Rocca? Warte schnell. Jetzt. Darf ich jetzt etwas sagen, Rocca? Ja, natürlich. Wunderschönen guten Nachmittag. Hier aus einem wunderschönen Emmental. Zuerst mal alle Leute zusammen. Jetzt ohne Jacke. Ich glaube, wir haben uns einfach zwischen mal ganz kurz online getroffen. Wir sind eigentlich das erste Mal direkt in Berührungspunkt. Und Rocca, ja, eben. Hey. Rocca ist Daddy. Rocca, Daddy. Rocca ist Das der ist das Daddy, Erste, ja. was ich morgen aufmache. Das Erste, was ich mache, wenn ich morgen die Augen aufmache, dann mache ich mit Daddy-Bibel auf und dann tue ich einen Psalm aus dem Daddy-Bibel lesen. Und da muss ich gar nicht sagen, ich denke jede Minute Rocca selbst. Lieber Chat, ich hoffe, euch geht es allen zusammen gut. Wer ist eigentlich alles zusammen? Der Joya. Joya macht mir schon wieder wahnsinnig Komplimente. Ihr sind ja so Chat-Callers. Wie machst du das ab und zu? Tust du die Listen aufmachen und tust einfach jeden Einzelnen anschauen, wer da ist? Mogli. Manchmal auf dem Chatbot oder die reingeschrieben haben. Kommt ein bisschen darauf an. Es ist ein bisschen verschieden. Meistens macht es ja der Biggie. Nicht immer du. Ich habe immer das Gefühl, du. Nein. Meistens ist es der Biggie, der es macht. Der Biggie, das muss ich sagen, das habe ich von ihm gelernt. Der Biggie hat ganz am Anfang, als wir auf streamen, hat er gesagt, du musst die Leute begrüßen und so. Und ganz am Anfang haben wir wirklich einfach 3 Zuschauer gehabt. Das ist der Swiss Angry Noobs, der No Biggie und der Swiss Mowgli. Und der Biggie hat eine riesen Show daraus gemacht. Und ich habe am Anfang gedacht, was machst du? Was ist los? Und plötzlich habe ich realisiert, doch, es ist schlichtweg einfach auch ein bisschen anständig, wenn sich die Leute Zeit nehmen, dir reinzuschauen, dass man wenigstens ganz kurz Hallo sagt. Finde ich nicht. Aber es ist wieder abhängig von Stream zu Stream. Es ist einfach spezieller für die Leute, halt, wenn sie erwähnt werden. Meinst du das so vielleicht?
Ja, an dieser Stelle würde ich natürlich ganz kurz sagen, wenn ich so gerade mal beim jetzt ohne Jacke reinschaue, dann sagt er ganz kurz Hallo, oder? Und beim Rocca Canino, er tut mich aber bähnen, habe ich gesehen, respektive der Didi hat mich mal gebähnt bei dir, gell? Schon? Bin ich eigentlich immer noch gebähnt bei dir? Keine Ahnung. Du musst mal gerade einfach... Ja. Joya zum Beispiel ist die einzige, die einigermaßen anständig etwas macht. Den Rest kannst du nicht brauchen. Der Rest, also ich meine jetzt so Mod-Arbeit, von wegen Bann und so. Aber ich bin jetzt nie wirklich in dieser Situation gekommen, ich habe wirklich die Leute bannen und sonst machen wir es wegen lustig. Ja. Wie geht's euch? Es ist Sonntag, es ist Zeitumstellung, ich bin völlig durcheinander. Ich habe das fast vergessen, der Rocco hat mir gestern noch ganz kurz geschrieben, ich so, oh ja, shit, das habe ich ja noch gesagt. Ja, ich bin noch ein bisschen durcheinander vom Wochenende. Wir haben sackstark belegt gestern im Spring Cup von Digitech PUBG. Jetzt bin ich eigentlich noch ein bisschen triggert, was das anbelangt. Was jetzt noch läuft übrigens, also für die, was interessiert. Ich glaube, es ist nur das letzte Spiel oder so. Ja. Danke, ja, so sollte ich es eigentlich machen, ja. Also Jacki, komm, wir muten den Rock mal. Dann können wir mal ein bisschen professionell mit der Uploadern da. Mein Insanity TV. Sali. Muss ich sie noch dran? Nein, oder? Doch, du müsstest schon. Es geht. Weißt du, sie wären ja noch im Discord, ich könnte das güchsen. Ja, Rocca, komm, erzähl, du hast heute ein bisschen mit uns plaudern. Du hast mit uns reden. Ich muss schnell meine professionelle Liste durchgehen. Gäste vorstellen. Genau, Biggie beleidigen. Biggie ist ein Idiot. So, next. Von wo kommt das eigentlich, die Geschichte mit dem Biggie? Wieso habt ihr, respektive du holst immer Twitter raus, du holst Bilder raus, du gibst ihm so durchtrainierte Körper und Zeug, so Geschichten. Aber das ist nicht gefaked, das ist normal. Also. Nein, der Punkt ist der, ich halte gerne Gegner, weißt du? Auch wenn es nur freundschaftlich ist. Ich meine, ich kann Bist du jemand, der muss triggert werden? Ich bin jemand, der gerne triggert. Dass es dir gut geht? Nein, umgekehrt. Ich tue gerne triggern. Und wenn sich jemand triggert, so wie der Biggie immer, ist so, Du, aber Jacki, sagen wir dem nicht Troll. Das ist doch einfach ein klassischer Troll, oder? Don't feed the Troll, oder? Easy Troll, easy. Ja, ich sag nur eins, schau mal alle runter, ja? Ich mach's halt gerne. Und das Ding ist halt, ich tue halt gerne necken. Ich bin nicht so, wenn ich mit jemandem gerne unterwegs bin, dann wird immer angefickt, weißt du? Oder dann, das kann ich, so bin ich halt. Und ich bin froh, wenn es Leute checken, weißt du, und das nicht wirklich ernst nehmen, bis auf den Biggie. Aber sonst ist das easy. Die Leute verstehen das ja, und ich lasse jetzt so. Ich bin ja nicht einer, der nachher selber triggert wird, wenn jetzt auf mich jemand losgeht. Ist doch für Fun. Also mir hat er eigentlich noch gesagt, er hat sich in den Schlaf weinen. Ich sage dir nie mehr. Nie mehr sage ich dir etwas. Ja, es tut mir leid. Es ist halt so. Aber jetzt habe ich schnell angefragt, bevor das Vollgas richtig Professional Talk-Show geht. Ja. Wieso eigentlich Me Against the Schweiz? Ich meine, das suggeriert ja eigentlich, dass du allein gegen die ganze Schweiz musst antreten. Wieso? Ich glaube, ich habe eine Antwort auf das. Ja, weil er ja immer alle fertig macht. Ich glaube, es hassen dann einfach alle. Darum er gegen die Schweiz. Ja, er macht sich einfach nur Feinde. Selber die Schuld hocken. Sieh sie, selber die Schuld. Warum selber die Schuld? Das ist ja der Sinn von der Sache. Das habe ich ja wollen. Nein, es ist, ich bin ja so ein bisschen, wie sagt man so, ein bisschen Spitzensieg, was Namen anbelangt. Und wir haben damals ja auch bei Green Games haben wir auch so ein Green von einem Lied genommen. Ich weiss nicht, wer von euch da ein bisschen mit Hip-Hop auskennt. Wie seid ihr eigentlich auf das gekommen? Das habe ich nicht, da habe ich den Zusammenhang nicht verstanden. Wu-Tang Clan, Cream, Cash Rules Everything Around Me. Und dann haben wir Games Rules Everything Around Me gemacht. Cream. Okay. Und dann haben wir Dream daraus gemacht, Dream Games und so weiter. Und bei Mats ist ja Me Against the World von Tupac und so habe ich das einfach in die Schweiz gemacht. Und das Geile ist halt, weil es Mats ist nachher, du weißt, schöne Abkürzung. Oder? Und das war's. Und es ist ein bisschen auch Me Against the Schweiz. Es ist, viele sagen das, warum Me, warum nicht We, weißt? Ich meine, es sind ja schlussendlich jetzt zum Beispiel mehr 3. Der Punkt ist ja aber mehr, dass schon fast... jetzt bin ich gegen die Schweiz? Nein. Was? Aber nicht. Keine Ahnung, beruhigt euch. Ihr werdet nicht ausgeschafft. Atmen leid. Wir repräsentieren die Schweiz. Oder das wie? Wiederum kann man fast sagen. Weil ihr seid Schweizer, ihr macht
nicht Bist du beide sicher, Schweizer. dass wir Schweizer Aber ob sind? ihr... Ja, okay, das ist jetzt das andere. GG. Die Hintergrundrecherche einfach nicht zufriedenstellend abgeschlossen. Ja, nein, wir dürfen da nicht unterscheiden. Jeder, der hier lebt, ist hier für mich ein Schweizer. Woher er ursprünglich kommt, ist eine andere Sache. Und ja. Ich fühle mich gerade, als wäre ich in einem Bewerbungsgespräch mogli. Sonst noch Fragen? Wie sehe ich mich in 5 Jahren? Ich habe keine Ahnung. Nein, alles gut. Hat jetzt tatsächlich das Gefühl, dass wir da ernst mit dem reden? Ja, wir haben doch gesagt, wir machen die ganze Zeit immer Trollen und wir wissen... Wir haben nicht mal angefangen. Ich habe nicht eine Frage aufgeschrieben. Schon 4 Stunden durch, einfach dumm gestört. Okay, Das ist ja gut. Ich persönlich interessiere mich immer wieder ein bisschen für die Leute, was sie so vorher gemacht haben, wer sie vorher gewesen sind. Weil, was bei vielen auch der Fall ist, dass halt das Stream-Zeug einen Charakter aus dir rausholt, den du wahrscheinlich in Real Life nie gehabt hast. So im Sinne von, wer bist du vorher gewesen, bis zu dem Punkt, wo du angefangen hast zu streamen? Warum haben ihr angefangen zu streamen? Nicht lachen, möglich, ich sehe dich schon. Nein, ich lese auch den Chat, glaube ich, der Wiki schaut. Der Wiki gar nicht lesen, die waren da. Nicht relevant. Er ist nicht einverstanden, er fragt, ob ich Drugs habe genommen. Meine einzigen Drugs sind selbstverständlich gegen mein heiß geliebtes Migros. Das ist keine Werbung, ich werde nicht zahlt dafür. Erzählt mal, wer will sagen, wer will ein bisschen erzählen, wer ihr eigentlich gewesen sind, bevor ihr angefangen habt zu streamen und warum ihr angefangen habt zu streamen? Okay. Aber noch der Junge, der Vortritt. Also am Rock, oder wie? Ja, okay, wir sind gleich alt, nicht? Weiss man, wie alt du bist? Ich glaube schon, ja. Es steht sogar in meinen Panels. Nein, 25. Ich bin älter, aber nicht viel älter. Von Mogli weiss ich es, aber ich weiss nicht, ob es öffentlich ist. Das sollte eigentlich öffentlich sein. Ist zumindest mal in einem Interview ist das mal drin gewesen. 37, wird jetzt 38, bei alten Sack. Ja. Ja, Mo, Das definitiv. ist noch nichts. Mo, Ich will definitiv. jetzt nicht schmeicheln, aber ich hätte jetzt jünger geschätzt. Er sieht schon sau jünger aus. Gut, aber es ist halt... Wo ist ich mehr das so wieder bekomme, dachte ich, oder? ich werde Das dann ist- trollt. Nein, es stimmt nicht, Mogli. Viele haben erzählt, also haben sie mir zumindest erzählt, wo sie dich live getroffen haben, sind sie Wow. positiv überrascht gewesen. Was? Also, hast dich gut gehalten, sagen wir jetzt mal. Weißt du das Geheimnis? Gell? Guacamole ist Ja. Gesicht. Ja. Irgendetwas hat er. Nein, schlechte Kamera. Ich laufe mit Kamera. Egal. Also, wenn ich auf Twitch gekommen bin, ist eigentlich noch interessant. Ja, ich habe auch noch dazu mal auf der Xbox, auf der Shitbox gespielt. Ja, liebe Leute, es ist eine Shitbox. Nein, Spaß. Ich habe jahrelang auf der Xbox gespielt und dann ist die Xbox One gekommen und dort hat es die Option Twitch gegeben. Ich habe vor Twitch gerne gekannt, bevor ich nicht die Xbox hatte. Dann bin ich dort halt drauf und habe gesehen, dass da Leute streamen und tun und machen. Und mir hat halt mega gefallen. Mir hat es gefallen, dass halt die Interaktion ist, dass du vor der Cam sitzt, dein Gameplay zeigst. Die Leute können Mitteil haben. Halt die ganzen Alerts und. Hast du schon immer gamet? Nein, erst mit 16 Jahren habe ich richtig angefangen zu gamen. Früher bin ich viel mit dem Bruder vor der Nintendo 64 gehockt, wir haben zusammen James Bond gespielt, Perfect Dark und so Zeug, aber wirklich selber gezockt habe ich nie. Erst mit 16, wo dann der Kollege Xbox 360 hatte und Gears of War und hat mich da gepackt und habe gesagt, boah, jetzt fange ich selber auch an zu zocken. Und seitdem zocke ich. Also mit 16 habe ich andere Sachen im Blick gehabt. Ich habe alles ein bisschen gemischt. Ja, Frauen, Gamen, Ausgang. Zweimal. Wie kann man See. Game und Frauen mischen? Sorry. Das, gell? Gell? Am Wochenende bist du halt mehr. Er ist in Ausgang. Dann hat er gesagt, hey Schätzchen, eine Xbox daheim. So, Ich kann das so mal anschauen, wenn du von einer echten Xbox gesehen. Wolltest du etwas Grosses gesehen? Okay, weil meistens, also da muss ich sagen, das ist bei, also gut, eben, das sind jetzt vielleicht wieder die 10 Jahre, wo das machen, aber bei uns ist das aber nicht so angekommen. Und gesagt, ich jetzt nicht game. Nein, so absolut nicht. Nein, eben, aber am Wochenende bist du halt draußen oder so. Und unter der Woche am Abend nach der Schule hast du halt gezockt und alles. Mhm. Und am Wochenende bin ich unterwegs gewesen. Ich habe nicht nonstop gamed, also so bin ich dann auch nicht gewesen. Nicht so wie heute. Nur schnell, ich muss. Wer bist du? Was? Schon wieder. Wie bist du zu dem gekommen, wie du jetzt bist? Was hat dich zu dem gemacht? Ich meine, klar, ich habe dich schon, weißt, beeinflusst und alles. Ich meine, lernst du von mir?
wie gesagt, ich tue jeden Tag ein Zitat aus dieser Rocca-Daddy-Bibel rauslesen. Es macht mich zu einem besseren Menschen, das muss ich offen sagen. Nein, ich kann sagen, lustigerweise eigentlich durch das Streamen ist eigentlich aus dem Gamen mit dem Biggie entstanden. Wir haben das eigentlich so gar nie geplant gehabt. Ihr habt doch früher sehr oft so LANs und so gemacht, gell? Das weiss ich. Ja, also wir haben mit dem einen Mod, mit dem Sneaky GM, mit dem Biggie und sonst noch einen anderen Kollegen haben wir auch bei mir daheim gegamet. Und dort sind einfach in meinem Büro 4 PCs, die sind fix da gestanden. Und wir haben meistens am Wochenende Battlefield gesuchtet, wie die holen. Darum ist der Biggie so stark in dem. Also dort haben wir wirklich, das ist das erste, also das Bad Company 2 ist eigentlich das erste Spiel, das wir auch online gespielt haben. Und dort haben wir so richtig angefangen und wir haben es verdammt genossen. Das war wirklich eine ganz coole Zeit gewesen. Und wir haben, irgendwann habe ich gezügelt und jetzt heisst die Räumlichkeiten nicht mehr zugelassen, dass man so ein Büro hat, das abgeschlossen ist, wo wir auch ein bisschen Lärm machen am Wochenende. Und dann ist das Game ein bisschen verkehrt und dann sind wir einfach auf den Stream gekommen. Und jetzt sind wir Streamer. Also gut, nein, ich weiss nicht, ob du Streamer kannst sein. Ich glaube, du hast mir ja mal, Sally Atomic, du hast mir mal die Story erzählt, überhaupt, wie ihr dazu gekommen sind. Ich glaube, du hast letztes Mal schon erzählt, von wegen du und Biggie. Mhm. Oder? Hat ja nicht sollen sein. Nein, eigentlich ist für mich, ich bin dort hier subjektiv vorbehaftet. Ich weiss, wenn es jetzt kriegt, regt er sich wahrscheinlich wieder auf, hört es nicht gern. Aber für mich ist der Biggie so ein bisschen der Inbegriff von einem Streamer. Wenn ich einem Streamer zuschauen würde ich dem Biggie zuschauen, weil er ist einfach, ich verrecke einfach ab dem manchmal. Der Scheissdreck, den er manchmal macht. Er kommentiert es noch, er hat eine sehr coole Art von Eigenhumor. Er kann in der Regel relativ gut über sich lachen. Ich meine, er ist der Einzige, der bei irgendwie auch, etwa 40 Zuschauer beim PUBG Alt X drückt, weil das im Chat gesagt also ein alter 4, ja. Alter F4, sorry. Ich bin überrascht, wie gut er damit umgeht. Es gibt Leute, ich meine, ich werde ja auch nonstop angefickt. Es ist ja immer ein Hin und Her, aber er geht ja gut damit um. Aber er lässt es auch zu, er ist ja selber hure tollpatschig und alles, weißt du? Also, es ist schon hure lustig mit ihm, das stimmt. Definitiv. Und von dem her ich habe eigentlich das Gefühl gehabt, ja, aber jetzt mache ich das ein Moment. Er hat eigentlich von Anfang an gesagt, dass er das nicht unbedingt alleine machen will. Und dann habe ich gedacht, ich kann nicht ein bisschen pushen und dann, wenn es ihm der irgendwo reinschreisst, dass er das dann einfach selber weiterzieht. Und eigentlich habe ich meiner Frau mal gesagt, ich werde nur 3 Monate streamen. Und das ist jetzt vor... X-Basel, wie heißt der Kanal? So wie ich es da geschrieben habe. Swiss Angry Noobs, wenn du ihn meinst. Und sonst beim Jacke, It's Only Jacke. Man kann sich grundsätzlich, jetzt kommen wir nicht auf den Sack da, excuse. Darf ich das sagen, dass ich nebenan eine Partie Hearthstone spielen bin? Professional, Leute, professional. Jetzt haben wir Mates vernichtet. Jetzt muss ich aufhören. Ich höre auf, ich tue nicht. Nein. Nur schnell, also der Biggie ist der Partner von Mowgli, sie streamen jetzt das zweite. So ein Basler. Genau, eigentlich sind wir sind normalerweise eigentlich auch zu zweit unterwegs. Es ist auch zu 90-95% streamen wir zu zweit. Ja, und eben, das ist so ein bisschen die Idee. Meine Idee ist, das habe ich ihm mal gesagt, erst zu einem späteren Zeitpunkt, dass er so ein bisschen reinbeitet und dann, dass ich hören kann. Also du hast ihn wirklich bewusst reinkicken? Ich reinleiten und nachher tauschen ab. Manipulieren. Genau, ich wollte ein bisschen manipulieren, das kann ich offen ehrlich eingestehen. Aber lustigerweise hat er hat das Manipulationsspiel gegen mich gewonnen, weil ich gegen einen Streamer bin. Satan. Also du hast eigentlich wollen, zuerst mal einfach das zweite mit ihm und dann eigentlich ihn allein los. Quasi. Genau. So ist allein richtig, genau. Ja. Oder Arschkollege, gell? Okay. Kick ihn da rein. Nein, ich finde einfach, das ist, er macht super aus. Es wäre verdammt schade, wenn er das nicht machen würde. Definitiv. Aber ich weiß es nicht. Ich bin ein Fan von so Teamsachen. Ich meine, ich bin auch lange mit einem zusammen gewesen und es hat sich jetzt halt so ergeben, dass ich allein bin, aber ich wäre viel lieber das zweite, das dritte, wo man Sachen kann machen kann. Ihr seid ja auch eigentlich respektive das zweite und das dritte hoch unterwegs gewesen, eine Zeit lang. Das muss man auch sagen. Das zweite auf jeden Fall. Noch ganz kurz, das ist auch eine so eine Frage. Wegen, wie fest tust du dich anders verhalten im Streamen? Das habe ich vorher gesagt, ja.
Also die uns kennen, oder die mal bei einer von unseren LAN-Partys dabei waren, die wissen, das ist einfach so, wie wir spielen. Das ist einfach, wir ficken an dauernd ein bisschen an und sagen an, wer ist jetzt Kopf da, mein Shotcaller, da ein PUBG, schlechter Call und bla 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 und solche Geschichten. Lustigerweise verstellen wir uns eigentlich nichts. Wir lassen den Stream an und das ist einfach so, wie wir sind. Die Leute glauben uns das manchmal nicht wirklich. Ich weiss nicht warum. Ich kann mich erinnern, zuerst mal, als wir die Events ist mal jemand zu mir gekommen und er sagt so, du, aber der Biggie, der ist nicht gängig so. Der ist nicht so. Er ist nicht so blöd, gell? Nein. Und er haben wirklich müssen sagen, mal, der Biggie ist der Biggie so, wie er ist. Und bei mir ist es, glaube ich, das Gleiche. Also ich weiss nicht, das müssen die Leute sagen, die uns kennen, ob das so ist. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl her würde ich jetzt auch wie bei dir und Jackie auch sagen, es sind echt die gleichen. Ich würde sogar behaupten, ich will jetzt den Biggie da hier nicht reinhauen, aber wir sind eigentlich grundsätzlich, also beide sind so, wie sie sind, so wie ich sie kenne. Jedes Mal, wenn ich mit ihnen geredet habe, der einzige Unterschied ist, vielleicht sind beide sogar ein bisschen schlimmer, als ihr sie seht. Also live eher ein bisschen zurück. Habe ich so immer das Gefühl gehabt. Aber das ist ja immer ein bisschen so. Live tust du immer wieder 2-3 Mal überlegen, was du sagen oder machen. Ganz ehrlich, nein. Also Sicher? mir absolut nicht, ja. Ich bin genau wirklich ohne Scheiß, Leute. Auch wenn ich Offstream spiele, ich bin genauso salzig. Ob ich Onstream bin, ich bin genauso salzig. Nein, das und ist ich klar. habe genau das Gleiche raus. Aber ich meine, ab und zu willst du etwas sagen, wo du denkst, lieber nicht. Das erlebe ich schon bei Paaren. Je nachdem, aber halt, je nachdem, wie welche Richtung das es geht, ja, dann ist klar, weil vielleicht auch von Twitch-Richtlinien bla bla bla. Easy. in Richtung im Sinne von, irgendein Zuschauer nervt dich. Irgendein Zuschauer ist es so, geht er so versacken, aber du sagst, hey, alles cool. Wie kann dir der Zuschauer in den Sack gehen? Excuse. Gut. Als Beispiel. Ich habe es gerade letztes Mal bei euch gesehen, Mogli. Als Beispiel, wenn einer wirklich hart reinliegt, dann kann man zu dir, zu mir, zu wer auch immer, scheißegal, wo reinschauen, aber es geht nur darum, dass er die Leute zu sich überholt. In deinem Chat, während du live bist. Ja, das ist mega mühsam. Es ist nicht soll ich sagen, die Werbung machen. Ja, ich verstehe es. Oder? Ich verstehe es total. Die Leute wollen das ja und irgendwie, keine Ahnung. Aber es regt mich persönlich ab und zu schon auf, wenn du einfach merkst, ich komme nur wegen dem und dann hörst du nie mehr etwas von ihnen. Oder es ist so offensichtlich. So. Geiere. Ja, aber keine Ahnung, ich finde es falsch. Und in dem Moment bin ich dann ab und so, oh, Bro, shut the fuck up. Aber dann denke ich, komm, jetzt bleiben wir cool, oder? Wir sind mal nett. Ich sage, Basel schreibt, Bern und fertig. Er ist einer, der Bernhammer schwingt, so wie das aussieht. Grundsätzlich ist das okay, Basler. Ich würde es voll nicht schlimm finden. Aber es ist wiederum ein bisschen Next Level. Es ist zu hart. Das muss nicht sein. Gerade einen zu bannen. Weißt du, kannst ja sagen, hey, look, wir sind jetzt da live, genießt doch den Stream und wir können ja danach zusammen schreiben, etwas zu machen. Weißt? Es ist ja immer die zusammen etwas machen. Da kann ich wetten, da bekommst du nonstop Nachrichten. Ist das nicht so ein kleines ungeschriebenes Gesetz, dass du nicht bei den anderen gehst, Werbung machen? Ich finde es einfach mega asozial. Also ich persönlich finde es mega asozial. Wenn du überall in die Chats hineingehst, ey, bei live, schau doch mal bei mir vorbei und. Ich finde, so etwas macht man nicht. Oder wie auch mit dem Hintergrund geschrieben, ey, kannst du mich echt hosten und. So. Es klingt vielleicht mega abgehoben, wirklich. Aber ich finde, wir entscheiden doch. Also ich lieber Leute hosten, weil sie mich nicht gefragt haben, sondern ich denke so, ey, ich mache mir Freude und hosten. Aber andere Leute, die wiederum kommen, ja, hey, kannst du mich mal hosten und so, ich streame auch, bla bla bla. Ganz ehrlich, die gehen mir auch mega auf die Nerven. Ich sehe es genau gleich. Also wobei, also ich meine, excuse, aber in den meisten Discords gibt es ja so Channel für externe Streams. Das ist nicht okay? Das ist etwas, wo ich auch nicht so 100%ig bin am Fall. Also, hast du das nicht? Es ist wieder ein ich kann es nicht, nein. Es ist... Okay. Es natürlich hilft es, aber ich bin einer, ich tue Discord so viel wie möglich muten. Wenn ich das nicht würde machen, ich würde nonstop Nachrichten sehen, wieder etwas Neues kommt und alles. Es ist okay, aber sind wir mal ehrlich, wer schaut schon wirklich da rein? Oder es macht mittlerweile jeder. Ich sehe es jedes Mal kommt wieder ein neues, hey, ihr könnt ihr posten. Ich finde es ja cool, es ist geil, weißt du? So hilfst du, aber ich tue selber lieber direkt den Leuten helfen. Ich sehe jemanden, so wie der Mogli das auch macht, ich sehe einen Schweizer, zack, Follow, irgendwann mache ich den Stream fertig und suche, wer ist gerade online. Jetzt in meinem Fall, wo auf Schweizerdeutsch streamt, aber wenn ich den nicht kenne, dann kicke ich ihn rein, weißt? Wenn ich merke, jetzt habe ich ihn ein paar Mal oder er passt mir nicht, mittlerweile tue ich ein bisschen mehr nach Gefühl entscheiden. Ich tue nicht mehr so gross wie früher, einfach so nach Gefühl.
Und dann kicke ich ihn rein, weißt du, so hilfst du ihm am besten. Mhm. Oder? Und du machst Aber- am Ja, wobei meisten das mit der- Freude. Du machst am meisten Freude. Danke für den Follow. Das mit den externen Streams finde ich jetzt eigentlich okay. Ich finde es. Es ist Ich nicht weiss, wieder es der Mensch schlimm. rocken. Es ist nicht wieder schlimm, weil ich kann es mit einem Klick muten, es stresst mich nicht mehr. Oder? Also man kann es ruhig machen. Ja. Weißt du, was ich meine? Es stört niemand, aber du verstehst, was ich meine. So. Und ja, aber. Ja, ich finde es. Den Discord nutzen, nur damit sie das machen können, finde ich scheiße. Währenddem sie für euch nicht einmal so aktiv sind. Weißt du? Sie kennen doch nicht mehr richtig, sie sind nur deshalb da. Oder? Und. Ja, ich finde es jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Leute in den Chat hineinkommen, wenn du online bist, wenn du in einem Livestream bist und dann kommen die Leute, ja, ich werde auch noch streamen und so, das finde ich auch so ein bisschen. Genau. Das Okay, ist, müsste jetzt auch nicht sein. Aber jetzt Genau. bei uns, wir haben das eigentlich bewusst mal gemacht, wir haben mal gesagt, das kommt noch so ein bisschen aus dieser Geschichte von Playvetia raus, weil wir sind, die uns kennen, die wissen das, wir sind eigentlich mit Playvetia, da sind wir sehr grosse Freunde davon gewesen, wir sind dort hier mit Gründungsmitglieder gewesen, wenn man dem so darf sagen, glaube ich. Und wir finden die Community selber, ich meine, das wird keiner von uns wird allein so viel gross, für das wir die Schweizer Szene aus dem Loch, wo wir uns im Moment so ein bisschen bewegen, im Vergleich zum Ausland, wird kein einzelner Streamer das können rausbringen. Wir müssen zusammen arbeiten, ob wir das wollen oder nicht. Und deswegen sind so Channels wie zum Beispiel jetzt eben externe Streams, finde ich sehr wichtig. Wobei ich persönlich, ich schaue es eigentlich auch nur am Rande an, weil ich komme auch gar nicht im Grossen zu, bei allen reinzuschauen. Ja, es ist manchmal nicht. Wir würden gerne selber mehr Streams schauen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich kennt, dass man sich vernetzt, grundsätzlich. Aber das Aufdringliche, das, was du gesagt hast, das finde ich eigentlich auch nicht okay. aber nicht live. Weißt du? Nicht live. Ich finde es schon schlimm. Gegangen, live. Eben im Discord oder so. Liebend gern. Da kann man echt Werbung machen. Das finde ich auch nicht schlimm. So, vor allem, wenn man immer mit Teil hat und dann ist das echt okay. Aber wenn man selber live ist, gerade am Stream ist und dann geht man zu dem in den Chat und schreibt, ey, bei live, schau bei mir drin. Da finde ich dann ja auch ein absolutes No-Go. Wenn ich jetzt jemandem etwas mache und es kommt gar nichts zurück, wie stellt das der ins Bild? Weißt du, was ich meine? Und dann denke ich auch so, hätte ich lieber jemandem geholfen, der Freude hat, wo, wenn schon, ja genau, danke, wo es schätzt. So, das wollte ich die ganze Zeit sagen, danke. Oder? Simpel und einfach, aber keine Ahnung. Und nachher, Mogli, mit dir habe ich das letzte Mal gesagt, ihr könnt Hosen so viel ihr wollt, ihr bekommt nicht einmal die Hälfte zurück von dem. Einfach aus dem Grund, ja, die sind doch gross. Braucht es nicht. Warum sollte der Jacke-Hose? Der hat da schon genug. Weißt du? Jacke, du, ich sind alle genau gleich so wie kleiner oder grösser im Endeffekt. Wenn wir ja wollen, wenn alle behaupten, wir wollen den Schweizer helfen. Das ist ganz einfach. Trotzdem macht es nicht. Dann kommen wir aber zu dem Lied. Wenigstens ein Messi oder so, glaube ich, wäre schon angebracht, finde ich. Irgendeine Reaktion. Irgendetwas. Apropos Merci, mir kommt gerade noch ein bisschen Sinn. Mogli, ich habe mich letztes Mal gehostet, als ich schnell voraus am Eis am Rauchen war. Ja. Ich habe mich dann noch übelst bedankt. Und ich denke so, nein, scheiße, Mann, wieso du mich genau jetzt gehostet? Also im Nachhinein nochmal Merci vielmal. Ich habe mich dann auch noch im Stream bedankt. Ich weiß nicht, ob das nicht kommen. Ja, das stimmt. Wir haben mal gehostet und dann ist einfach sein leeres Essen und der hat das Mikrofon in die Rauchpause und fertig. Das ist einfach wenn uns mal jemand gehostet hat mit 30 Leuten, dann wären wir ausgeflippt. Und heute ist es manchmal, habe ich das Gefühl, schon fast ein bisschen selbstverständlich geworden. Selbstverständlich nicht. Nein, das ist das falsche Wort. Wir gehen anders damit um. Wir gehen anders damit um. Wir gehen wirklich komplett anders damit um. Ob jetzt du einen Host bekommst mit 300 Leuten, da flippst du fast aus. Und bei 30 bist du eher einfach so bescheiden dankbar, sage ich mal. Aber wir schätzen es ja trotzdem. Ja, aber bescheiden dankbar. Ich meine, jetzt im Ernst, wir sind dankbar für jeden Stream, wo uns 30 Leute zuschauen oder mehr. Auf jeden Fall. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Aber genau das meine ich. Genau das ist das. Oder wenn ich so denke, ja, aber da könnte wenigstens ein Messi kommen, finde ich. Und das ist zum Teil ist das halt auch nicht passiert. Manchmal haben die Leute einfach auch nicht wahrgenommen. Und wir haben es ziemlich... Nein, bei dir, das ist eine andere Geschichte. Und eine Zeit lang haben wir es halt auch sehr inflationär betrieben und irgendwann haben wir aufgehört.
wir tun wirklich nur noch für ganz spezielle Sachen wir hosten rein, sonst gibt es das eigentlich nicht mehr. Ja, aber Übrigens für Leute, die auch du da, kennst, muss ich auch- einfach auch sagen, ich hoste mittlerweile auch noch Leute, die ich kenne, die ich weiss, jawohl, die sind dankbar dafür, die sagen das Merci. So mit denen haben wir schon mal ein bisschen zusammen vielleicht gespielt oder einfach Konversationen so geführt. Ich hoste ganz ehrlich einfach lieber sonnige Leute. Weil eben, mir ist auch schon passiert, dass ich habe nicht viele Zuschauer. Ich habe meine 20, manchmal 30 Zuschauer. Und dann gehst du einen hosten, er schaut in die Kamera, merci vielmal. Und macht einfach sein Ding weiter. Und dann denkst du so, hey, Genau, ich das habe- meine Ich, du hast seit geprüft, keine ja, Ahnung, wie also- lange bekomme ich Alerts, ich sage gar nichts. Also komm, mach auch die Pause für seine Alerts. Ende, Labrumbrum, merci für den Host. Adrian, Follow, merci. Atomic, merci. Joya für den Sub. Manu, nice, merci. Joya hat mich? auch noch gehostet. Nein, nicht an dich. Gut. Es gibt Das nur ist ein echt- Original Manu. Das ist gut. So, ich bin hinten nachher. Freezegecko, Sali Brumbrum, ich hätte gerne 30 Leute. Brumbrum, bei 5 oder 30 Leuten musst du immer der gleich bleiben. Ja, definitiv. Ja, Mach einfach das Ding Streamen- weiter. Auch wenn es mal besser läuft oder weniger gut, mach einfach weiter. Mach auf das Ding weiter, weil es läuft. Es gibt Tage, da kannst du 30 Zuschauer haben und es gibt Tage, da hast du nur 2, 3. Aber scheiß drauf, mach dieses Ding einfach weiter, weil da halt gerne Aber um das geht es ja nicht. Es geht ja darum, eben das, was du vorher gesagt hast, wenn du kommst einen Host, ich sage jetzt mal, du kommst einen Host von 50 Leuten und dann sagst du merci und dann streamst du weiter. Das finde ich dann irgendwo durch auch nicht okay. Ja, sehr unpersönlich. Aber du kannst doch sehr nicht von jedem unpersönlich. erwarten, dass er da halben ausflippt. Nein, Nein, nicht aber ausflippen. ich einfach mir dankbar, so, ey, merci vielmal, man, für die 30, 40 Leute oder so, weil es sind schon recht viele Leute. Und eben, wie der Mogli jetzt gesagt hat, einfach nur so, ein Merci. Und dann einfach weitermachen, stur. Mhm. Da finde ich dann halt undankbar. Wirklich undankbar. Es klingt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich. Es geht nicht um Kann ich Abheben, etwas aber Positives hier. machen? Nein, es geht, ich würde jetzt nicht sagen, dass es um Abheben geht. Es geht mehr darum, dass es halt Leute schätzen. Richtig. Oder? Aber gleichzeitig auch, ist das ja auch ein bisschen so ein Dickvergleich. Oder nicht? Wenn ihr jetzt da mit einem fetten Host kommt. Stell dir vor, Mogli, du hostest jemanden, der dich eigentlich gar nicht gerne hat. Ich würde genau gleich reagieren. Ja, du, merci. Weißt du, und weiter geht's. Deswegen hast du den so da, du Satan. Exposed, exposed. Ist okay, ist okay. Nein, ist gut. So. Hey, Es ich meine, es geht ja nicht darum, wer die hostet, sondern es geht darum, dass du die Möglichkeit bekommst, dass vielleicht von diesen sag jetzt mal bis 20, 30 Leuten, die du bekommst, du bekommst die Möglichkeit, dass du dir für 20, 30 Leute zusätzlich kannst darstellen, dass du kannst sagen, schau, mein Stream ist cool, es würde mich freuen, wenn ihr so ganz mal reinschauen. Und das, also für uns war es halt so gewesen, wir haben das nicht gekannt. Wir haben das eigentlich nie gehabt. Ihr seid in dieser Szene nie unterwegs gewesen. Vorher. Oder meinst du jetzt allgemein nicht? Ja, während dem vorher Streamen? hat es auch noch nicht so viele Schweizer Streamer gegeben. Also, Ich kann gar nicht Und wissen, dass es dann- überhaupt hat. Und heute erfahrst du jedes Mal, schau da wieder einen. Und gleichzeitig erfahrst du auch wie jedes Mal pro Tag, er hat auf Deutsch gewechselt. Er ist jetzt Englisch. das ist Der auch Jacki, der normal. Idiot, hat es jetzt auf Deutsch gemacht. ja, jetzt hat er noch auf Schweizerdeutsch streamen. Merci für den Host und willkommen bei mir. Einfach willkommen heißen und vielleicht gerade sagen, was du gerade machst oder so. Das wäre eine Möglichkeit. Ich mache das auch nicht immer, Hörnli. Ich sage Danke und so, ich meine es natürlich ernst, aber ich bin einfach zu faul, weißt. Aber grundsätzlich hat der Hörnli mal recht. Man sollte vielleicht den neuen Viewer ein Hallo geben, zum Merci sagen und vielleicht sagen, hey, ich bin gerade am PUBG spielen und ich bin scheiße. So, weiter geht's. Simpel. Nein, oder einfach allgemein, auch wenn ich einen Host bekomme von 10 Leuten oder 5 Leuten. Ich bin mega dankbar, begrüße die Leute, frage nach dem Stream, ob man einen Stream hat. Einfach so anständig, einfach ein bisschen anständig. Weil eben, wie der Mogli vorher gesagt hat, du weißt nie, ich habe nur von einer Geschichte erzählen, habe mal einen Host bekommen von 230 Leuten. So, und schlussendlich ist ein einziger geblieben seitdem. Er ist wirklich tagtäglich in meinem Stream. Und nur schon, auch wenn es ein Host gewesen wäre von 30 Leuten, wenn auch nur schon einer bleibt bei dir, hast du ja irgendwo durch irgendetwas gewonnen. Nicht, dass du anderen Leuten Viewer klauen, absolut nicht. Aber wenn der gefunden hat, hey, da bei dem Stream gefällt es mir besser, weil er sympathisch war, weil er dankbar war, weiss Gott was. Das ist doch, keine Ahnung, wenn du einfach nur einen Host bekommst und ja, merci. Meinst du, da bleibt einer? Ja. Ich probiere gerade. Wie Ja. man gesagt hat, einfach trotzdem zeigen, ey. Danke, Hörnli noch. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich kann. Viewer klauen. Ich habe es zwar nicht in der Liste, aber Ist nicht möglich. Danke, Joja. ich denke schon, aber nicht in dem Sinn, wie man es sagt. Wir haben hure ähnliche Viewer.
Wenn nicht sogar, also doch sehr oft. Ich meine, alle, die ich jetzt hier spontan lese, sind sehr viele auch von euch. Ah nein, jetzt gerade nicht. Ich sehe gerade mal. Ja, egal. Du sagst, es ist nicht möglich. Möglich. Nein. Wenn ich jetzt durch einen Stream gehe, ich bin jetzt hure lustig. Scheiße, der Rock ist lustiger als der Biggie. Und dann kommt er rüber. Was ist das denn? Er kommt nie mehr zu euch. Er ist jetzt nur noch bei mir. Nein, das ist ganz eine simple Geschichte. Der triffst du seinen Geschmack besser, als wir das machen. Danke. Das ist alles. Das ist, wenn wir haben zum Beispiel so ein bisschen das Handicap bei den Noobs. Wir diskutieren viel darüber, wir würden manchmal gerne mehr streamen. Aber es ist bei uns einfach schlecht möglich, zeittechnisch. Wir kommen einfach auf unsere 2 Streams in der Woche, manchmal 3. That's it. Und wenn natürlich jetzt jemand anderes mehr kann streamen, mehr bei den Leuten ist, und die Leute neben sich sagen, du weißt, Noobs ist ja gut recht und so, aber der andere ist einfach mehr da, ich fühle mich bei dem mehr daheim, dann ist der andere, hat einfach das Bedürfnis besser abdeckt. Das heisst aber nicht, dass er irgendetwas stillt oder so. Ja, okay. Außer er hat geiert. Hey, komm bei mir schauen, Ja, Mann, ich bin viel genau. geiler, Mann. Das wollte ich jetzt gerade sagen. Dann beginnt es gut, auf was sagen, wo ich jetzt wirklich auch muss sagen, ja okay, aber wenn jetzt einer auf das Trick hit oder jetzt einer auf... Ich würde sagen. Weißt du, wenn er das checkt und sagt, er hat gesagt, ich soll beim Günen schauen, jetzt hat er jetzt Scheiß auf die Noobs und alles. Dann, Gott sei Dank, ist er weg. Also. Ganz ehrlich, ja. So blöd es tönt. Und gleichzeitig gibt es ja noch die Lurkers und alles, die sind meiner Meinung nach auch überall willkommen, weil ich selber einer bin. Darum schaue ich Yaki-Stream, Angry Noob-Stream meistens anonym. Die wissen gar nicht, dass ich im Chat bin und da werde ich auch nicht gestört, weil ich einfach ganz gemütlich will schauen. Mhm. Trotzdem Ich bin halt nicht der Chatter, ich bin einfach nicht der Chatter. Ich sage ab und zu Hallo und dann bin ich schon wieder weg. Dann laufe ich im Hintergrund und mache etwas, weißt du. Das geht mir relativ häufig gleich. Ich darf auch gerne reden, weißt du. Und wenn ich nicht reden kann, dann schießt mir an Schreiben und dann schaue ich einfach und schreibe gar nichts, weißt du. Aber trotzdem unterstützt man ja. Kannst du überhaupt schreiben? Wir sind noch Kollegen jetzt. Atme. Chef, der Mann kann nicht lesen. Das ist köstlich. 8. März war Tag der Frauen. Nächstes Thema, oder? Ja, liebe Ladies, haben einen schönen Tag gehabt. Ich habe noch überlegt, wie ich so Sachen machen kann, die ich jedes Mal in der Talkshow reinhole. Zum Beispiel habe ich diesmal überlegt, wo ich wahrscheinlich nächstes Mal mache, wie ich an diesen 2 hier oben mir 3 random Fragen stelle, die sie beantworten. Die Grundidee war eigentlich, dass die Zuschauer von ihnen etwas holen. Aber da die 2 hier oben nichts gebracht haben, habe ich mir halt etwas anderes überlegt. Und habe jetzt einfach so 3 random Fragen geholt. 3 random Fragen, die eigentlich interessant sein für euch. Also für euch eher für die Zuschauer. Was ihr so sagt und so. Es geht mehr etwas, nicht wirklich privat, aber teilweise auch schon. Weil ich muss es jetzt machen, weil wir gehen langsam zum Schluss. Wir können heute nicht so lang machen. Und ja. So schnell umgehen. Ja, aber ich sage es jedes Mal. Letztes Mal schon, was, 1 Stunde lang? Nein, das ist ganz locker. Wenn du einmal anfängst zu reden, wir sind jetzt schon praktisch fertig, theoretisch im Fall. Darum habe ich gesagt, 1 Stunde Minimum, danach läuft es, was läuft. 3 random Fragen für den Yaki und den Mogli. Was findest du witzig, aber viele andere nicht? Ich stehe auf, zum Beispiel, jetzt einfach zum mal erklären, ich stehe hure auf rassistischen Humor. Findet niemand witzig, ich total. Es kommt immer darauf an. Hast du mal Cards Against Humanity gespielt? Cards Against Humanity ist low im Vergleich, was ich witzig finde. Okay. Ich finde Zürcher witzig. Das stimmt, und andere gar nicht. Was findest du mit Walliser? Ohne Scheiß, sogar mit Walliser. Ich finde Walliser einfach lustig. Ihren Dialekt und wie sie redet. Wenn die Militär an Walliser Dialekt, das ist so lustig, ich weiß auch nicht. Und ich glaube, andere haben nicht so lustig gefunden. Ich will mir gerade mal überlegen. Irgendetwas Mogli, wo du denkst. Ja, schau, jetzt kommt's. Warte, jetzt machen wir dich schnell gross. Jetzt alle aufpassen. Er lacht schon. Bitte Clip parat machen. Zur Frage, was ich lustig finde, was andere nicht lustig finden. Sorry, Rocca, aber die. Wow. Das habe ich jetzt wirklich nicht erwartet. Nein, sorry. Nein, ich weiss es wirklich nicht. Da kann ich jetzt effektiv gar nicht so viel dazu sagen. Füdli-Bürger. Ist genau gelesen. Danke dir, dass der Mogli auch ein bisschen ein Bünzli ist. Nein.
Würde ich jetzt auch nicht behaupten. Mo, ich bin eben schon Also, ziemlich ein Bünzli. ja, Mo. Das ist eben Sicher? schon so. Ja. Nein. ich würde das auch nicht behaupten. Da Ja, kann ich nicht. deutlich schlimmere Leute, die jetzt wirklich... Keine Ahnung. Mo, rein von, ich meine, was definiert ein Bünzli? Ich meine, Ja, das ich kann habe jetzt rein auch von der dazu, ja. jeder von der, oder von meinen Wertvorstellungen ist es halt schon so, dass, voilà, ich bin, glaube ich, schon ein Bünzli. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Der Bünzli-Mogli. Die zweite Frage. Welches Jahr war dein beste Jahr gewesen und warum? Da habe ich jetzt zum Beispiel... seit ich mich erinnere, kann ich nie sagen, ein Jahr lang ist alles gut gegangen. Kann ich einfach nicht. Nein, ist nicht, aber es gibt Jahre, wo du einfach extrem viel erlebt hast und schlussendlich Und macht es das- da genau. ja auch gut oder schlecht. Genau. Macht es ein extrem geiles Jahr, weil du einfach verdammt viel erlebt hast und geile Zeit hast. Also für mich ist das Jahr 2020. Nein. Bei mir war die Oberstufe gewesen. Ja. 100%ig. Wo so, aber genau zurück zu 16, 15. Das war das Beste, gewesen, weil dort einfach das meiste mitbekommen hast, das meiste erlebt hast und das ganze Jahr über gut war. Das ganze Jahr über wirklich nice war. Bei mir war es das Jahr 2012 gewesen. 12? Aha. Und Okay. zwar habe ich dort, bin ich ausgezogen von daheim, eigene Wohnung gehabt, habe vom Militär her halt mega viel Geld noch übrig gehabt, haben wir eine echte geile Zeit können machen, bin viel unterwegs gewesen, viel mit Kollegen gemacht, viel am See gewesen, viel Party gemacht, viel Also, wirklich geile Sachen erlebt mit Menschen und ja, fürs Leben allgemein. Viel es erlebt. ist dein beste Jahr genauso wie meins, wo du Zeit gehabt hast für dich. Ja, genau. Und die Zeit auch für dich genutzt hast und Sachen gemacht hast. Yep. Du hast ein paar Jahre, also da findest du schon was. Ja, das ist ja so. Nein, ich habe wirklich viele gute Jahre gehabt, das muss ich sagen. 2016 heiratet mit meiner Frau. Das 2016, das ist gar nicht so lange her. ist noch nicht, wir sind seit über 10 Jahren zusammen. Ach, Aber krass. erst vorletztes Jahr geheiratet. So. Und sie nervt dich immer noch schön. nicht. Sally, Nein. Sally. Wir sind... So gerade im Hintergrund zu, er so, nein. Er ist gerade hinter dem Vorhang da. Nein. Ich habe zum Beispiel, als ich 17 war, sind wir Schweizer Meister im Handball geworden. Das war ein sehr gutes Jahr gewesen. Kennst du Ja, Zitronella? Sie schreibt gerade so, ja, Mogli. Das wäre meine Frau, ja. Ernsthaft? Ja. Cool. Und- Frau von Mogli, ich habe nichts gesagt, ich habe nie etwas Böses gesagt. Ich bin unschuldig, ich bin ganz cool. Also geil. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie auf nein. Twitch unterwegs ist. Cool. Doch, sie Cool. schaut sogar mal schaut sie zu. Cool. Nein, es gibt Jetzt musst du wirklich, aufpassen, wirklich. Ja. es gibt wirklich sehr viele Sachen. Im 2004 bin ich zum Beispiel mit den Swissgoals im Kosovo gewesen. Unglaublich cooles Erlebnis gewesen. Im 2005 bin ich 9 Monate in den Staaten gewesen, als Vollzeitstudent. Unglaublich cool gewesen. 9 Monate lang Amerika. Ja, es cool. ist, ich habe wirklich viel dürfen erleben, wo ich muss sagen, es ist alles hure geil. Aber ich konnte jetzt kein Jahr sagen, wo Mogli ist gerade nervös. Becky, ja, das ist so. So geil. Nein, ich habe wirklich sehr, sehr viel dürfen erleben, was wirklich ganz cool ist. Ich konnte jetzt nichts sagen, wo ich muss sagen, das ist jetzt der absolute Hammer. Also mehr so einzelne Sachen halt. He? Ja, Zitronella, kannst du uns etwas erzählen, wo wir nicht von Mogli wissen? auf Messer mit dem Suppenlöffel tut es mehr weh. Ich glaube, Jetzt habe ich es auf sie abgesehen. Mogli interessiert mich nicht mehr. Rockam. Ja, eben Oberstufe. Ach stimmt, hat er Ja, erzählt. ja, Oberstufe. Weil einfach das wirklich das längste auch war, wo es am längsten... Es sind schon mehrere einzelne Situationen gewesen, auch vor kurzem, aber das, wo ich wirklich weiss, es war Minimum ein Jahr gewesen, Oberstufe. Dort, wo ich in die Oberstufe gekommen bin, habe ich aufgehört Sport zu machen, habe mit allem aufgehört, Alkohol ist reingekommen, Frauen ist reingekommen. Dann ist Was, einfach- Frau? Ich meinte, das waren Männer gewesen. Sorry. Damals, das habe ich- damals Rock, Mogli. aber mir hast du auch erzählt, also, Mittlerweile habe ich gewechselt, der hat mich angeschissen. Ist so geil. Bei mir ist es auch so, weil ich früher, und ich weiss, vielleicht glaubt ihr es nicht, ich war früher mega ruhig gewesen. Schüch und absolut nicht auffallend. Bis es dann irgendwann eben, genau, wo dann so Sagt er mit der Maske. der Körper denkt... Scheu kommt nicht auffallen. Ja, aber ja.
Heute ist es genau umgekehrt. Also es sagt meine Mutter auch. Ich bin früher nicht mal in die Schule. Ich habe bis zur 2., 3. Klasse habe ich mich nicht so wirklich getraut, in die Schule zu gehen. Im Fall. Mega Angst gehabt, mega, sagt mir, keine Ahnung. Weißt du, wie oft bin ich mit der Mutter in die Schule im Fall? Sie hat mich Was, müssen, echt? ja, sie hat mich müssen in die Schule bringen und holen. Und teilweise sogar dort bleiben. Ich war so Okay. eingeschüchtert gewesen oder so. Und das relativ lang, bis zur 4. Klasse oder so. Krass. Und ich habe dann die 4. Klasse müssen wiederholen, weil stupid. Und dann bin ich zu meinen Kollegen gekommen. Oder? In eine neue Klasse mit meinen Kollegen. Dann hat sich alles geändert. Dann habe ich so gemerkt, so, jetzt habe ich meine Leute bei mir, weißt du? Jetzt muss ich nicht mehr mit der Mutter in die Schule. Dann hat sich alles geändert. Was macht ihr am liebsten im Internet? Das war nur die letzte, bevor wir jetzt hier langsam fertig machen. Möglich kannst du es schreiben, vielleicht ist sie noch dandlos zu. Im Internet sehr. Also es gibt 2 Sachen, die ich im Moment regelmässig mache. Das ist, ich tue das Twitch-App auf dem Handy und ich tue das Discord auf. Und dann projektbezogen auf Digitech, ich liebe es auf Digitech oder Steg oder pcp.ch, wo geile Gadgets anschauen. Die mich kennen, wissen, ich tue sehr gerne neue Sachen ausprobieren. Und eigentlich alles zusammen güchseln. Du bist sehr gerne im Discord, gell? Weil du gehörst eher zu denen, die wirklich will oder auch oft in allen Discords rum ist. Ja, also ich sage mal so, ich lese bei sehr vielen und es einfach kurz überfliegen, weil es mich so ein bisschen interessiert, aber du weißt selber, du bist, wie viele Discords bist du inzwischen? Bei 100 gefühlten. 20, 30, so, keine Ahnung. Du kannst schlicht gar nicht mehr überall alles lesen. Ja, ich habe alles Wenn ich gemutet. denke, Ich habe ganz wenig Bist du- noch ein bisschen offen und alle Rest habe ich gemutet. Es ist einfach zu zum viel. Beispiel, ja, zum Beispiel jetzt der eine, der ziemlich abgeht, ist der vom SRF Digital. Und da muss ich sagen, da Genau, Tigerli. kannst du gar nicht mehr alles zusammen durchlesen. Mhm. Das ist so, ja. Also, Discord, was hast du gesagt? Discord, Discord, Twitch-App und dann einfach so bei den eben Digitech, PCP, Stegen, so Bist der, also, wo wenn du Gadgets. wirklich Freizeit hast, bist du einfach ein neues Zeug am durchsuchen. Ja, oder jetzt einfach so projektbezogen. Jetzt habe ich noch ein anderes Projekt, das ich gerne im Hintergrund ein bisschen nachverfolgen möchte. Und dort kann ich einfach mal lesen, überall ein bisschen in die Foren so mal schauen. Problemlösung ist halt eigentlich ein Thema. Jetzt zum Beispiel mein neuestes Gadget, die Elgato 4K60. Wie sehr geht dir das auf die Nerven, all das Zeug? Aufzustellen, neu austesten, Kameras, Lustigerweise alles. extrem. Du kannst nicht vorstellen, wie viele sie fluchen hier. Ich stelle mir ab und zu vor, wenn ich etwas mache, ich drehe es schon ab und zu durch und ich so, Mann, warum funktioniert es einfach nicht? Und dann stelle ich mir vor, wie es bei euch muss sein, wenn es dann um Gameplay geht. Cam, ich meine, das hier ist ja easy gewesen jetzt, oder? Haben wir Gott sei Dank easy Lösung, aber ich muss ja nicht nur Gameplay vom Jacke, Gameplay von dir und Ton und ich würde die Krise bekommen. Aber denkst du, dass das auch ein bisschen euch ausmacht? Weil das Es ist, höre ich bei uns oft. es ist halt so, grundsätzlich, weil wir das zweite hoch unterwegs sind, ist es bei uns so ein eine Eigenheit. Und die Eigenheit, die sollten wir ja hervorheben. Wir sollten hier Sorge tragen und da haben wir halt auch sehr viel Zeit investiert ins Technische. Zeit und Geld. Und dort, ja, Geld im Endeffekt ja, das ist ja so. Aber grundsätzlich mache ich es gerne. Ich habe das schon seit 2000, was ist das gewesen? Seit 2005, 2006. Ja, bis 2006 tun eigentlich PCs selber zusammen basteln. Und das ist einfach, du weißt, wie es ist, wenn der PC zusammen bastelst, du machst eigentlich alles richtig und trotzdem geht es nicht. Und dann ist es einfach so ein bisschen, ich mache es gerne, neues Zeug einbauen, testen, so. Aber wenn es nicht geht, dann bin ich der Erste, ich glaube, ich schiebe mal um eine Herzkrise, habe ich das Gefühl. Das gehört halt ein bisschen dazu. Ich weiß nicht. Was machst du am liebsten, Jacke? Im Internet? Ich muss zugeben, vor allem wenn ich frisch Luft gehe, bin ich viel halt im YouTube-Videos am Schauen und. Aber wenn ich am PC sitze, ist wirklich das Erste, was ich aufmache, ist Twitch und genauso Discord. Schauen ihr beide oft Twitch? Bei mir läuft es mehr im Hintergrund. Also ich bin halt, durch das ich jetzt selber viel am Streamen bin und den ganzen Tag lang, so ziemlich immer vom 1, 2 bis am Abend um 10, 11 komme
komme ich Mogli, meistens hol sie mit nur einem rein, Ghost hol sie dazu. nur rein, Mogli. Ich sehe schon. Ah, schau, also, sie kommt ganz kurz. Warte. Ist sie mal live gewesen? Das ist ja der gute. Geil. Ich kann mich leider nicht zeigen. Hey, aber, also, sie hat... nein, warum hat sie jetzt auch eine Maske? Muss ich jetzt meine abziehen? Ja, es ist, du siehst, so geil. der die inspiriert. Warte schnell, ich gebe einen ganz kurzen Kopfhörer. Ich kann Nein, ganz- du kannst nicht wegen meiner Maske. Es ist schon gut, ja, nur schnell kommen. Mach mal, zeig mal deine Maske. Wie hast du sie gemacht? Zeig ihr, das haben wir ein bisschen genauer zeigen. So, jetzt sollst du die Maske zeigen. Guck, das ist die Supermaske. Yeah. Kann ich es da drauf nehmen? Ja, warte Ja, schnell. sie findet, ja. Ich muss eine neue Maske haben. Habe ich irgendwo einen Sack? Es kann sein, dass jetzt ein bisschen widerhallen. Jetzt hört sie nicht. Hallo, hallo? 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 So geil. Sag mal, Also- am Rock, wie du die Maske gemacht hast, weil er braucht im Sommer etwas Luftiges. Kannst du mir zeigen, wie sie gemacht hast? Weil ich Ich brauche kann eine Idee, gerne weißt mal ein paar Prototypen zuschicken. du? Kann man nicht einfach im Migros holen? Hallo? Ich habe zu lang gehabt für die Maske. Hast du sie jetzt gerade Extra gemacht? für euch. Dann fast schon, hä? Wieso gehört man innen mit der Maske? Das ist Doch, das bin ich, der am Reden bin, mit der Maske. Das ist verzögert hier. Aha, du Ah, bist okay. Das sind wir, Da. das ist der Jacke und er der hier hat, der ist der Host, aber ihm sieht man jetzt. Ah, okay. hat es reingewunken. Ja, also. Siehst du jetzt? Hallo. Danke fürs Hineinschauen, hat Freude Ja. gemacht. Und Wie lange hast du noch? 5 Offensichtlich Minuten. muss ich jetzt sagen, 5 Minuten. ist jetzt, Nein, sag mal. also ist gut. Also. Tschüss, Dana. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci fürs Hineinschauen. Also. So, das Geheimnis ist gelüftet. Das ist so geil. Ich muss sagen, Mogli, es ist hübsch. Du sollst nicht ausrichten. Machen. Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, man ist extrem froh, wenn es Leute hat, die viel schreiben. Stimmt oder stimmt nicht, Jacki und Mogli? Es ist viel angenehmer. Es macht hure Spaß, wenn die Leute viel schreiben oder aktiv sind. Es macht echt mega viel Spaß. Es ist schon etwas ganz anderes, weil wenn einfach tote Hose ist. Ja, definitiv. Aber auf der anderen Seite bin ich halt einfach auch ein bisschen in dieser gegebenen Situation, dass ich halt den Biggie House als Das ist der Partner- Vorteil, wenn du zusammen etwas machst. Dann können wir untereinander reden. Wenn es Vor allem, er ist mal- mega ein guter Redner, Mann. Der, der noch raushaut, ist echt jedes Mal. Denkst du wirklich so, Gott, wie kommt der auf da? Aber es ist mega geil. Es ist wirklich, ich liebe es zum Zuschauen. Nur komme ich selten dazu, das ist das Problem. Ja, aber das ist ja Das ist- grundsätzlich gut, aber du hast ja ziemlich eine hohe Präsenz, hä? Ja. Ja, okay. Beim Jacki läuft es in letzter Zeit gut, ja. Ja. Aber Ich halt kann bei den absolut Deutschen. nicht. Oh, das sind Das ja ist schon... halt, eben, bei mir ist das Problem, ich halt wirklich seit längerer Zeit hinaus habe ich immer zwischen 82 und 86% ist halt aus dem Deutschen. Und darum habe ich auch dort mal einfach schlussendlich dann entschieden, ich mache auf Deutsch weiter, weil einfach meine Reichweite richtig Deutsch geht. Aber ich freue mich bei jedem Schweizer, eben, ich begrüße halt Schweizer meistens wirklich auf Schweizerdeutsch und weil die Deutschen finden es eben so lustig und kann ich ein bisschen Schweizerdeutsch Du machen. musst sie zu uns schicken, Bro. Geht so über. Zack. Ein paar habe ich heute schon im Chat gesehen und denke so, oh, die sind bei mir auch schon auf dem Channel gewesen, sehr schön. Voll cool. Nein, Ah, cool. siehst du, stimmt auch. Und keine Ahnung, ich hoffe, es ist auch niemand böse drüber oder verpönt, weil sie sich denkt, so, boah, der Ich finde es singt auf Deutsch schade, ich finde es schade, aber du, wenn es bei dir läuft und du dich dafür entscheidest, ist das dein Ding, weißt du, und dann ist alles cool. Jacki Arme, SwissLP, ich muss ich schnell bannen. Nice. Nein. So schnell geht's. So geil. Klar, wir haben nicht einmal die Hälfte können reinnehmen, aber eben so ist Gutes es. Zeitmanagement, hä? Hey, einfach machen, die wahr. Merci nochmal, Atinator. Danke nochmal all die. Wenn du noch etwas sagst, also ich mache jetzt fertig, hä? Ihr zwei da oben. Merci für die Einladung, ist cool Ja, gewesen. voll, wirklich sehr Es gerne hat wieder gefällt. mal. Hat gefällt, ja. Vielleicht wieder mal, ich habe gesagt, also ich will so viele Verschiedene mit dabei haben und dann irgendwann sozusagen Teil 2 daraus machen. Also gut möglich, dass das hier, was wir jetzt gerade haben, nochmal alleine machen. Sehr gerne, also von mir sehr gern, auch der Mogli sehr ein angenehmer Mensch, Ah. eine Person. Aha, Ja, der Rocker reden wir einfach nicht, weil ja, ich wollte sagen, ich habe natürlich auch mich zurückgehalten mit den Komplimenten, denn ich wusste, dass es vielleicht noch Teil 2 gibt. Aber Fürs nächste Mal. nein, kein Nein, es war wirklich sehr, sehr angenehm gewesen. Coole Sache. lustige Erfahrung. Danke, dass ihr gekommen sind und Gerne wieder. Chat. Danke, dass ihr auch da gewesen sind. Ja, jetzt, deine Frau nicht selber kommen, Mogli. Jetzt haben wir das Problem.
Ich bin vergessen gegangen, ihr zwei sind vergessen gegangen. Das war's. Das war's. Und jetzt wollen wir sie irgendwie zum Streamen bekommen. Mit dieser Maske. Ja, Das ist einfach so. danke nochmal alle und ich schaue jetzt gerade. Bei mir genau gleich. Also, wenn ihr etwas wegen dieser Talkshow da wissen, Joya weiß Bescheid. Sie ist ready für den Shit. Und die nächsten sind schon bereits ready für die nächste Show. Und die übernächste muss ich noch etwas schauen. Und die übernächste ist auch schon ready. Also, Wer wird es beim nächsten? ich kann es aber ist nicht. genau? Die Leute wollen, Okay. dass ich es nicht sage. Dass ich sie in der letzten Woche einfach so raushauen und dann ist gut. Okay. Und das ist okay für mich. Siehst du es dann nach dem Stream? Kann ich das schon sagen? Ja, ja. Also, die können dann bei uns im Discord lesen, wer das sagt. Nein, ich kann es nicht. Joy, hast du gerade Links von diesen Mädels hier? Das sind Noobs, könnt ihr reinschauen. Sagt, wenn sie mal live gehen, hallo von mir. Das ist der Jaki. Jaki, gehst du nachher live? Ja, voll. Mach Also, jetzt noch seht kurz ihr. dieses Päusli, Kaffee und so. Der Jaki geht nachher live. Ich weiss, er ist nicht der hübscheste, aber gebe ihm eine Chance. Charmant wie und je. Ich So. kann meine Haare auf, kommt mit schon. Nein, Spaß. Danke vielmals, Chat. Hier haben wir mal Infos, wer sich irgendwie irgendetwas interessiert. Meistens läuft alles über Discord. Und jetzt finde ich den Discord-Command nicht. Ich mache einfach Discord. Ah nein, da ist es. Ich bin so dumm. Discord. Und danke nochmal fürs Hineinschauen. Ich gucke jetzt zum Plex. Er ist jetzt gerade der Einzige, wo ich weiß. Gerade da spontan. Yep. Der macht PUBG. Könnt ihr bei ihm anschauen. Sagen ihm ein fettes Hallo von mir. Sind Daddy nicht so incoming. Daddy incoming. Nochmal, last note. Merci für den Follow. Altinator in HD. Nicht in Full HD. Merci. SwissLP. Merci. Unicorn. Merci. Swisslander. Merci. Danke vielmals. Habt das Schöne. Macht's gut. Schön miteinander. Ciao. Tschüss zusammen.